Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blasteingenieur. Da haben wir mal ein Eisblästerle. Ich hab das schon ein bisschen, aber das ist ein Mediator, nennt sich das. Aus der Modulus-Reihe. Das hat er. Also das ist jetzt nicht die Originalkonfiguration. Das hat dahinter so Schulterstütz mit Lagerfach und eine Zielfernrille, dass wir uns auch fühlen wie so Scharfschütz. Jetzt können wir da mal das seitlich laden. Das heben wir uns für später auf. Was ich nämlich heute vorhabe, mir gefällt das Ding noch nicht. Eigentlich sollte das so Hebele haben, um es so zurückziehen und dann zu laden. Das wäre das Richtige für Scharfschütze, aber ich glaube, das wäre die falsche Basis dafür. Da müsste ich, glaube schon Riken nehmen oder sowas wieder. Ja, das ist halt ein besonderes Blästerle. Was ich mir da jetzt rausgedruckt habe, ist da so ein Pumpgriff. Ich verlinke euch das Modell von der Thingiverse, da könnt ihr das euch auch ausdrucken. Das ist recht gut gemacht, glaube ich. Also, man weiß es noch nicht, ich habe es noch nicht probiert, das finden wir jetzt einmal raus. Und ich hoffe ja, dass das heute mal ein Video wird, das nur 5 Minuten dauert. Aber wir werden es rausfinden. War die letzte Mal ja optimistisch, dass es nicht gar so lange dauert. Und die 4 Schrauben, die brauchen wir jetzt auch nicht im Zeitraffer machen, da kann ich nebenher ein bisschen was babbeln. Oder schwätzen, gut Schwäbisch. Ein bisschen was geschwätzt muss ja auch was, also das ist ja gar so langweilig. So, jetzt sieht es so aus. Da haben wir da so Rädler. Eigentlich sollte man das Ratsche-Ding da auch rausmachen, weil das nervt schon. Aber grüß Gott jetzt. Achso, das ist klar. Ah ja, das. Ach, jetzt verstehe ich auch die Dinger da. Das ist. Oh, das hat man fast den Schmutz holen. Kurz Geduld, ich hole den Schmutz. Habe ich den jetzt gut aufgeräumt? Ach nee. Oh. Ja. Muss halt sein Auge halt auch verwenden. So, dann läuft das wie geschmiert. So. Da ein bisschen. Da ein bisschen. Viel hilft viel, gell? Wisst ihr ja. So. Und schon dabei sind, da ein bisschen. Das kann sein, dass das dann vielleicht nicht ganz so gut kommt. Weil das 3D-Druck ist halt doch nicht. Gott, schon recht gut, nein. Bin da überrascht, wie ich das Leute mal so hinkriege. Bin ja gerade noch dabei, eigenes Zielfernröhrle zu entwerfen. Oder habe ich schon zum Teil auch mit der ersten Typ war ich noch nicht zufrieden. So, jetzt gucken wir. Brauche dafür bloß 3 Schreiblen. Die auch passen. Ja, die scheinen. Oder? Ich weiß es nicht. Das scheint ein bisschen ohne Widerstand reinzugehen. Ja. Das ist schade. Das ist schade. Ja,
Ja, die Schraube hätten wir halt da. Das ist schade. Und ich will das jetzt aber auch nicht mehr rausdrucken. Also Hälfte dauert 12 Stunden. Das ist Zeit. Also das müsst ihr euch gut überlegen. Und der das nochmal rausdrucke, glaube ich, der jetzt einfach schmaler machen. Zu den Teil hier. Und da kann man ja auf jeden Fall mal einen halben Zentimeter weg. Das kann man deutlich reduzieren. Und da könnte man auch eventuell dann Schraubloch vorne noch da ist und dahinter vielleicht. Ja, wobei der ist auch wieder länger. Der hat eigentlich was vorne lange. Ich glaube, wir machen da alles. Fülle das mit Heißkleber auf. Ja. Und das war's mit den 5 Minuten. Ja, wäre doch zu schön gewesen, wenn das so funktioniert. Hätte ich es auch zuerst testen müssen. Aber das Abenteuer will ich euch nicht vorenthalten. Da das hautnah mitzuerleben und ungeschönt. Einfach das will ich so haben. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Dann mache ich mal die Heißklebepistole warm. Dann bis gleich. So, oder jetzt ist warm. Dann legen wir los. Das schmutzen wir da einfach mit Heißkleb zu. Und da noch ein bisschen. So, da. Ich glaube so langsam. Ah, scheiße. Da war jetzt langsam. Gut, die war auch noch ein bisschen kalt. Ja, sage mal, das ging doch vorher so schön. Da kann man zum Glück immer wieder. Das hebt sowieso nicht so gut. Den 3D-Druck da. Kann man ja mal recht gut entfernen. Da gebrochen. Das deswegen. Was ist da passiert? Ah, scheiße. Ah, scheiße. Das habe ich ein bisschen schräg rausgedruckt. Und ich habe doch echt keine Lust, da noch mal 12 Stunden auf das Teil zu warten. Ah, scheiße. Jetzt gucken wir mal. Ah, das da ist abbrochen, hat sich da verkeilt, okay. Das ist jetzt irgendwo um Nirvana, da liegt's gut.
Das ist nicht so dramatisch. Das brauchen wir jetzt nicht zwangsläufig für die Funktion, aber das hat da gestört. Also das hat sich da dann verkeilt und deswegen hat sich das Rädchen nicht mehr gedreht. Deswegen ist nicht zusammengegangen. Soll ich dann natürlich mit den fettigen Fingern nicht noch anfangen. So. Das hätte ich natürlich auch schon erst. Das habe ich so gedruckt und das andere ein bisschen so schräg gedruckt und deswegen sind die Zapfen auch ein bisschen schräg gedruckt. Und deswegen haben die da so schneller Bruchkante. Aber das schien mir da so irgendwie praktischer von der ganzen Stützstruktur und allem. Aber bin mir jetzt auch nicht mehr so sicher, wenn ich das jetzt so betrachte. So. Dann noch einmal der Nom. Das ist auch Zeit. Durfte sie jetzt schön auflutschen. So, ja, so war das jetzt nicht gedacht, denke ich, aber das wird auch funktionieren. Das finden wir dann gleich zusammen raus. Und wir haben da das Messmittel Nummer 3. Mein Vorher und Nachher brauchen wir da jetzt nicht messen, weil das ändert ja an der eigentlichen Leistung nichts, aber ja, die Schraube taugt glaube ich nichts. Der Holzkleb ist jetzt weich. Muss ich da mal irgendwann mal in meiner Kiste gucken, ob ich eine andere Schraube da habe. Aber da wird das Video noch länger drauf. Mir geht es ja bloß darum, da ist zu zeigen, was man dann da so machen kann. Was man so modifizieren kann an so einem Bleistuhl. So, eine Schraube haben wir übrig. Die ist fürs Ersatzteillager. So, da. Das Krümelzeug ist weg. Und den aufwecken. Und dann haben wir natürlich, also mit dem Scharfschützengewehr nur 6 Schussmagazin, weil, wisst ihr, Scharfschütze, da trifft jeder Schuss. So, da. Dann 16. 15,8. Ja, das geht recht gut. 15. Ja, guckt. 13,2. Jetzt haben wir 16,2. Und 15,9. Macht dann einen Durchschnitt von 15,3. Mit einem Minimum von 13,2 und einem Maximum von 16,2. Ist jetzt klar, da hat er ein riesen Lauf. Wenn man das da vorne messen hätte, wäre es ein bisschen besser. Das ist einfach. Aber ich will das nicht abmontieren. Das passt nicht ganz genau. Da habe ich dann ein Gummi drunter, da, dass es festhebt. Und das war ein bisschen gefummelt, das so hinzukriegen. Also, genauso wie das Ziel von Röhrle. Das ist auch nichts Originals. Und das, ja, die Lackierung, vor allem auf der Seite, also, das ist schon ein bisschen. Ja, wäre besser gewesen, wenn sie das Weiß einfach weglassen hätten. Sich das einfach gespart. Also, ja. Aber das habe ich so auf den Bildern halt nicht gesehen. Deswegen will ich da irgendwann mal eigene Ziehvornröhrle basteln. Und ich habe auch so Orange habe ich ja da. Weiß habe ich noch nicht, aber das Grau, das Säder, das passt recht gut. So. Oh, das sieht in der Kamera noch besser aus. Gut, wobei da an dem Blaster haben wir so. Ich glaube, der graue Trigger heißt, dass der Blaster weniger Leistung hat. Gehen wir da Magazin raus. Das Kläppchen aufmachen. Einfach nur zum Rumspielen. Ja, das sieht schon besser aus mit dem Pumpgriff. Also, wie schon gesagt, ich verlinke euch das unter. Könnt ihr das auch noch basteln, wenn ihr wollt. Und ich würde euch empfehlen, also, das ist jetzt kein Hexerwerk.
da die Schraublöcher kleiner zu machen. Die könnt ihr einfach ja, noch Gefühl ein bisschen kleiner machen. Das geht normalerweise recht zügig, wenn ihr das mit Blender oder so macht. Aber ich habe bloß ein Mediator und ich will das bloß einmal ausdrucken. Also von daher werde ich das jetzt nicht machen. Für mich ist das jetzt erledigt. Ja. Ach, räumen wir das Magazin auch noch wieder auf. Dann ist weg. Ohne entspannt. Ja, jetzt hat das schon wieder so lange gedauert. Ja. Ihr wisst ja wahrscheinlich schon, wenn ihr da schon ein Abo da gelassen habt und alles, oder wenn ihr schon. Und wenn ihr so lange da bleiben seid, dann gefällt es euch auch, dass es ein bisschen länger dauert und ausschweifend ist. Und ja. Wünsche euch viel Spaß beim Basteln. Lasst ein Abo da, drückt das Klingeln, dann kriegt ihr weitere Basteleien von mir mit. Und euch viel Spaß, euer Blaster-Ingenieur.